ist Zeit für einen neuen Yu-Gi-Oh! Produkt abzumachen. Wir holen Maze of the Masters den 13. März 2020 gut an, wieder schon auf der Box gesehen. Gehen alle gut Karten, die hier so dran sind, schon angewiesen, ziemlich schön gemäht. Wir kennen die Maze-Serie. Da sind mehr so mal paar Reprints an Mana relevant Metakarten dran, aber wir haben auch die Tachyon-Karten, die die Leute ganz gerne wollen haben für Rysel. Kann natürlich Lancia searchen für nach mehr stark gegen Malice zu gehen und natürlich auch die Starter searchen. Also, wie gesagt, eine ziemlich starke Engine, die hier dran ist. Und wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Hier ist auch ABC-Support dran. Das wird verschiedenen Fans auch freuen, weil der Deck ziemlich belebt ist. Und ich sehe schon, Cannons, ne? Du hast den Union, heißt Fusion. Und ja, guck mal einfach, was hier so dran ist. Und an dieser Stelle dann eine große Messe und Team Lützeburg, dass ich das Produkt abmachen an natürlich eine große Messe und den Mana-Tempel, den als das Produkt zur Verfügung gestellt wird. Wir haben 24 Booster Packs haut, jeweils 7 Karten dran. Ich meine, die sind alle gut am Holo, also das ist okay Main Set, mir echt das Side Set. Wir machen einen englischen Pack ab und ja, guck mal, was wir hier so rauskriegen. Von den Raritäten weiß ich auch nicht, was hier dran ist. Ein bisschen Collector Rare sind, die ein bisschen mehr Seele sind zu kriegen. Wir sehen das gleich. Es geht schon mal mit einem Thunder Dragon Dragon Raw. Ja, Thunder Dragons kennen den Crystron, Quadrion, Gundrax, Nebula Dragon, Herald of Orange lo nach Neisch, weil die so nicht kennen, Zotzol Emergence, Zillion Tank und dann haben wir noch ein Grief Tablet. Den ist vielleicht bis mir neu, der gehört zu den ganzen Exodia-Monster wie Chained. Ziemlich cool Deck. Mischt nicht viel leider, aber zu spielen auch schon cool, weil ihn halt die komplett Exodia-Pieces an seinem Deck spielt, an die auch vierweise kann. Zählt ihn nicht direkt auf die Hand, kein Win-Con, aber trotzdem relativ cool, dass ihn die Karten halt irgendwie so an das Deckthema abrüscht wird. Ich hoffe, von der Kamera hier erkennt ihr nicht gut. Hier haben wir Number C17. Da hat er eine wichtige Karte für Tachyon Engine. Damit kann ich nämlich dann auch bestimmte Sachen sichern. Und ich hoffe, dass man halt, wie heißt es, Tachyon irgendetwas einmal sehen. So. Und dann haben wir Galaxy Eyes Tachyon Primal als Secret Rare. Ja, ist okay. So ein guter Pull. Sieht aber schon nice aus. Ich hoffe, dass man die Karte gesehen, dass ich die einfach 4 lesen kann, weil das ist eigentlich die wichtigste Zeit vom Set. Die Leute sind natürlich auch ein bisschen enttäuscht von dem Set, weil hier fehlt eine Karte, die für paar Jahre an einem Set drauf war. Und die Leute haben halt damit gerechnet, dass die hier auch gereprint wird, ist aber nicht der Fall gehen, der Tischlo ist die Karte natürlich so teuer und ziemlich selten, weil das Set war nicht so belebt. Das war damals so ein Wasserset, wo der Marco Tsunami drauf war. Und ja, da tun sie leider nicht gereprintet, falls noch Geschäfte dabei sind, an die Ginnet, die nach die Marco Tsunami produzieren du hat. Ja, die werden wahrscheinlich nur demnächst ein bisschen gebuyout gehen. Also, ja, berät ihr doch schon mal drauf hier, weil das nicht schon geschieht ist. Weil das Löscht von diesem Set war ja schon letzte Woche bekannt gehen. So, dann haben wir hier Break the Seal, Defense of the Temple. Die Karte brauche ich natürlich. Hier mal Y Your Head. Ich denke, das sind keine Neukarten, das sind alles die Aal. Also alles Reprints. Und dann haben wir hier den Performage, Trapids, High Magician, ja. Auch noch nicht so relevant. Also ja, das Set, also weil für Metasheep so eine Stimmung ist, das Set nicht allzu interessant, aber für so Leute, die ein bisschen so nostalgisch Momente wollen holen, alle Karten zurück wollen gesehen, wie zum Beispiel Hey Pepe, das geht ja gar nicht, aber ja, wie gesagt, die sind halt dran, die gehen halt gut bedenkt. Was mich freut, ist, dass die ganz Herald-Zeit dran sind. Ich hoffe, dass ich einfach Playset von alle Farben zusammen kriege, weil die kann ich immer bei einem Fee-Deck ganz gut benutzen.
Gladiator Beast kriegt hier natürlich auch ein bisschen ein Reprint. Light Dragon, Edignister, schön, dass den auch noch ein Reprint wird. War neidisch, ich weiß es nicht. Aber E-Gas-Mängisch war damals das Set, was ziemlich populär war. Da war ziemlich nice Stuff dran. Dafür wird wahrscheinlich jeder reden. Den Hund. So, Rank Up Magic ist halt dran, okay. Atlantean Heavy Infantry, okay. Number 97. Schönen OTK, du freuen sich verschiedene Galaxy-Spieler, die benutzen die ganz gern für Game zu gehen. Ziemlich strong. So, Thunder Dragon, Dragonhawk, Spirit Shield, A-Frost the Swamp Deity, Phantom Knight, Shade Brigandine, okay, cool. Clear World, auch ein cool Kart. Gladiator Beast, Laquari, das ist auch cool, dass die halt, an Gladiator Beast, Red Yari. Ey, cool. Gladiator Beast, die sehe ja auch, ja, ist so mal, die haben hier Fans und die sind auch seit diesem Jahr im Spielbar gehen. Dafür haben wir den natürlich heute als Reprint dran. Wenn sogar den Immortal Phoenix von der Götterkarten, okay, auch cool. Cutter Shark, Lord of the Tachyon Galaxy, Rank Up Magic, Magical Force, Temple of the Kings, aha, cool. Ziemlich nice Karte, und ich ziemlich gern. Kennt natürlich auch aus dem Anime, ne? Kennt ihr vom klassischen Battle City Anime. Ein ziemlich nice Karte. Und ja. Wie gesagt, Nostalgie-Pack, Trickstar, Band, Humahai, dann ein Galactic Spiral Dragon, Performage, Cup Tricker, Alert Queen Level 7, okay, auch cool. Kann ihn auch ab und zu gebrauchen. Trickstar Reincarnation, auch nice. Die merke ich doch schon lange kein Reprint mehr gut. Die Hunde nach dem Secret Demos für ein bisschen Dire covern. Ich konnte sie nie so richtig benutzen. Die wissen aber, du hast so einen knastischen Handloop. Eine Kombination mit Roll an der Karte, ja. Dann hol ihr ein kleines Problem. So, Gladiator Beast Tamer Editor. Lumina Twilight Swarm, okay. Dangers of the Divine. Ich finde Licht nicht so geil, sie hat Licht geleakt, aber ich habe Licht nicht so ganz angeguckt. Ja, ich habe ein bisschen drüber geflohen. War aber nicht dabei, was mich so reizt. Aber Goldene Lure Queen sieht ziemlich nice aus, oder? Ich denke schon. Ich hoffe, dass das auch mit der Kamera so ein bisschen funktioniert, weil, ja, ich kriege dort die anständigen Ausstellungen einfach nicht hin. Ich weiß nicht, das leider auch vielleicht um mehr Grafikskarte, die nicht mehr so ganz mit den modernen Kamera matt hält. Da muss man dann demnächst enker abrüsten. Aber, ja, das ist halt so. Ich gesehen, aber da kann die ganz gut. Wenn der Text relevant ist für zu lesen, dann lesen ich erst 4. So, hi, mal Earthbound Immortal Red Nova. Den ist neu. Geht zu den Earthbound Immortals. Und ja, rief den wahrscheinlich wie all die anderen Earthbound Immortals. Kennt die nicht so vom Anime, ne? Aber ja, auch der kriegt immer im Support. Ziemlich witzig. Weil der 5Ds Anime ja aber schon lange River ist. Ich war Fan vom 5Ds Anime, ne? Ich 100 gefeiert. Ich fand das nach von den stärksten Animen, die mal so hun. Und die sind auch relativ gut gealtert. Nicht so wie verschiedene andere Animen, wo ihn dann halt, ja, leider ein bisschen enttäuscht wird. Aber ich meine, bis 5Ds war alles okay. Ich bin kein Fan von GX. Das meine Schwester auch. Aber, ja. Also okay, wenn in GX auch gerne hat, ist ja ziemlich belebt. Also ich kenne ganz viele Kollegen, die gerade GX gefeiert haben. Der klassische Anime war zwar auch belebt, aber GX war manchmal schnell besser. Ich muss so ein Final von GX ist relativ gut. Clear World kennt übrigens auch von GX, ne? Das sind alles Karten aus dem Anime. Und die gesehen haben natürlich Tageslicht. Clear Wise Dragon, Herald of Orange Light, Galactic Spirit. Das hat also übrigens auch ziemlich klang, also so viel ist ja auch noch nicht dran. Dafür hoffe ich, dass man unbedingt die Tachyon-Karte noch gesehen. Okay, Antidote News ist schon nice. Der ist schon nice. Das ist eine Karte, die kennt ihr vielleicht nicht, aber die existiert doch schon lang. Und dann haben wir
Phosis the Serpent. Ja, as a monster rabbit target. If this card is sent to the graveyard, you can add one embodiment of a Phosis. Das sind die Schlangen, ne? Die Win-Kondo haben, ja, Reptile-Deck. Okay, ziemlich witzig, dass die Rabbit Target tun. Silhouette Rabbit kann im Moment zu wenig oder Meter fehlen. Ich hoffe, dass das Stadt demnächst ändert. Aber ja, am Moment ist das halt ziemlich bricky. Ja, empfiehlt sich nur nicht so an heiße Embodiment. Also die Ana-Karte kann den auch von Battle City Odeon sind Karten, also Odeon mich stark gehen. Gettet die am Anime? Ich weiß es gerade nicht, weil hier nicht viel so fahle Karten gespielt, die zu Monster gehen. Ich weiß auch nicht, ob das da einfach nur Support ist oder ob das frei am Anime existiert wird. Dann nochmal Trickster Diffusion, Trickster Band Dramatis, Number 107 Galaxy Eyes Tachyon Dragon. Ja, ein Target für Tachyon Engine. Das ist leider haben wir Tachyon Engine noch nicht gesehen. Und hey, das gesagt cool aus. Performance Shadowmaker. Käfer von Performance, den Artwork ist aber ziemlich nice. Okay, am nächsten. Ich weiß auch nicht, wie das Maturation ist, dass wir ein eng Secret Lofont, froh als so nach eng Secret halt dran. Das gesehen wir da lo gleich. Ich sehe natürlich noch Gladiator Beasts, der Lure Queen Level 5, Maiden of Blue Tears, und Soul Fist. Equipped only to a Dragon Synchro Monster. Average equipped with this card. Ja, okay, Archfiend Support. Denken ich, Aslo aber auch nicht so relevant. Chase Card ist natürlich die Tachyon-Card. Und ich bin mal gespannt, ob wir so fahren. Weil, ja, sieht jetzt so genau aus. Leute tun auch schon gedacht, Shortprint, Fragezeichen. Sie kennt natürlich als Secret-Teil raus, holt auch schon seinen Preis. Also, wenn ihr sitzt, dann holt ihr vielleicht sein Display Ball Intus. So, Verdict of Anubis, ein Countercard. When your opponent activates a spell trap card while you control 3 or more other spell traps, negate the activation, and if you do, destroy that card. Then, if you control Temple of the Kings, you can destroy as many monsters your opponent controls as possible. Then inflict them. Okay. Mischt dann noch Damage an, kann ich natürlich nicht mehr once per turn aktivieren. Also war krass, weil, ja, Counter-Trap kann ich natürlich nicht mehr mit Counter-Traps counteren. Außer es gibt manchmal eine Normal-Trap, die seht Counter, dummer da ein Counter-Trap. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile umgeändert ist und ein Counter-Trap gehen ist. Ich denke, die ist nachher ein Normal-Trap. So, dann nochmal den Marksman. Sorcerer ist halt auch dran. Witzig, ne? Also, der Deck ist ja auch schon ein bisschen real. Nicht mehr so stark, wenn man Baron verloren holen. Aber, ja, als Synchro-Deck immer noch ziemlich nice. So, dann nochmal Anubis, The Last Judge. Auch eine Karte, die richtig nice ausgesehen. Also das sogar, ja, ich meine, das ist sogar das Cover-Monster vom Set. Ja, gesehen, halt oben ganz groß. Neben dem Performage und das Secret, die wir schon haben. Ja, cool. Anubis-Karte. Sollen du zu so, ja. Wie hieß denn? Gravekeepers waren früher ziemlich gut. Lockenhaut zwar noch immer, ein bisschen toxisch mit Necro-Valley, aber ist halt auch schon ein bisschen nivelliert. Ja, vielleicht findet den einen oder anderen trotzdem Spaß und den Anubis-Karten. Mir fehlt laut Competitive Play, also halt nicht. Und dann haben wir leider den Red Nova. Oh nee, das sieht nicht gut aus. Mir habe ich so ein Secret gezogen, ne? Das ist ein Solo-Mul. Nicht das Schlecht mehr, wie weiß. Angel Statue Azarun. Cool. Luscher Reprint. Okay. Krass. Aber gut. Von mir aus. Dann Level 3 von der Allure Queen. Gladiator Beast oder Clear Phantom. Okay. Ihr seht, nicht für anzusleeven, ne? Nicht so richtig wertvolles. Bislo. Vielleicht, wenn ihr am No hinein Preis, dass ich ein K.O. guckt. Hast vielleicht etwas dabei, aber ja, im Großen und Ganzen sind das halt alles bisschen mehr so Fansupport-Karten, Mana, Playable-Sachen. Die könnt aber gerne noch an die Kommentare mal schreiben, was Chase-Karten aus dem Set sind, ob Teil ein Deck dabei ist, was ihr halt demnächst wollt probieren, spielen oder sammeln wollt, ne? Ich gesehen, Allure Queen hat ja auch noch ein Link-Monster-Krut. Das war auch noch nicht da, das ist auch neu. Galaxy Satellite Dragon,
Number 4 Stealth Kraken, Remy Mortal Phoenix, Atlantean, Tachyon Cloud. Oh, und Treasures of the King, ein weiter Secret. Fieldspell für Aphosis, oder wie ihn das ausspricht. Und Support natürlich auch Temple of the Kings. Ja, ein weiter Secret. Ich meine, dummer, dass das Set dann auch schon leider fertig. Gesagt, aber richtig nice aus, ne? Also, der Nubis-Karten hu schon etwas. Die ägyptische Götter und so. Sieht alles ziemlich nice aus. Das ist auch dazu, was ich ein bisschen Yu-Gi-Oh! Auch liebe, die Mythologie, die da hat er das, ne? Da holt den halt wirklich für viele Kulturen viel mitbricht. Und ja, das sieht nicht gut aus. Moyer ist halt dran, okay. Auch, also ja, klar ist Moyer halt dran, aber witzig. Das war früher ein Secret, loset ein Rare. Okay. Cool. Ich liebe Sotzel. Das ist ein cool Deck. Und dann letzte Pack. Gladiator Beasts, Rank Up Magic, Trickster Diffusion, another Gladiator Beast, Tachyon Dragon, Trickster Hoodie. Okay, und damit sind wir leider durch. Kein Tachyon-Kart Font. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen innerhalten. Ich hoffe, ich bin ein bisschen dazu auch motiviert, an den Kommentaren vielleicht die ein oder andere Karte zu hypen. Das war es von mir. Ist so massiv no gucken. Aber bis demnächst.